Was du schon immer mal über Windows wissen wolltest, wo findest du deinen Code und so weiter. Alle Programme und Funktionen zum Deinstallieren findest du hier. Hier werden dir alle Softwaren, die derzeit auf deinem Computer installiert sind, aufgelistet. Wenn dann eine Software dabei sein sollte, die du nicht mehr benötigst, klicke diese einfach an und gehe hier auf Deinstallieren. Dies musst du dann bestätigen. Und dann fragt Windows bzw. der Softwarehersteller, ob du sie reparieren, deinstallieren oder einfach so laufen lassen willst. In diesem Fall uninstall die Software, wir deinstallieren sie. Wir geben natürlich dem Hersteller keine Angabe, warum und weshalb. Zum Schluss bestätigen wir noch die Deinstallation. Natürlich gibt es noch andere wichtige Sachen in Windows, wie zum Beispiel das System. Hier findest du, was du für einen Rechner verwendest, mit welcher Version von Windows. In diesem Fall ist es Windows Vista Service Pack 2. Mein Rechner ist ein Hewlett Packard Babylon DV5 Notebook. Die Klassifikation ist eigentlich nur eine rein theoretische Leistungskennzeichnung, wie gut dein Rechner ist, sagt aber eigentlich nichts darüber aus, weil wichtig ist es, was du mit deinem PC bezweckst und tust. Ganz zum Schluss hier finden wir den Produkt-Key. Dieser Produkt-Key ist die Windows-Version Seriennummer. Wir sehen hier auch, okay, ob es eine Original-Software ist, zum Abfragen. Es ist eine, sonst wäre dieser Code rot und würde auch automatisch die Windows-Version mit der Zeit nicht mehr funktionieren. Wir gehen wieder zurück in die Systemsteuerung. Da gibt es einen Gerätemanager. Der zeigt uns an, welche Treiber für welche Geräte installiert sind. Wir sehen hier, dass nirgends ein Rufezeichen, Fragezeichen oder sonst was aufscheint. Das heißt, alle Treiber sind aktuell und in funktionstüchtigem Zustand. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann ich nur empfehlen, Treiber Genius ist eine kostenpflichtige Version für die Treibersuche. Mit dieser Software kannst du deine ganzen Treiber aktuell immer am neuesten Stand halten.